That's super cool. Good morning, church. Guten Morgen, Kirche. I'm still speaking English. My German Ich rede is immer noch getting better. Englisch, mein Deutsch wird immer besser. So I'm really excited for Chris and thankful. Sie freut sich, dass ich übersetze. Yeah, and it's always super cool to be preaching with Chris. Toll zum zusammen predigen. If you are visiting us, you are more than welcome. And if you're listening online, welcome here. You belong. We are really excited to be here. Willkommen da, willkommen auch online. Es ist schön, du gehörst dazu. And I'm always excited to preach. Und ich freue mich immer zu predigen. Always excited to bring the word of God. Ich freue mich immer darüber, Gottes Wort näher zu bringen. Yeah, so we are in a series called Gottes Name. Hochdeutsch, genau, ich muss gerade umstellen. Genau. Wir sind in der Serie Gottes Namen. So we have talked about Yahweh, Wir haben With über Moritz? Jahwe gesprochen. Elohim with Christine, Elohim ist auch. El-Hoi with Honia, Elroi with Ronja. Rafa with Matthias, Über Rafa mit and Matthias. today we are talking about Jaira with Celeste. Und heute sprechen wir über Jireh, Gott Jireh mit Celeste. It's cool. And so why don't we stand again on our feet and let's pray this morning? Lass uns doch aufstehen und zusammen beten. Yeah, because we need some help from the Holy Weil wir Spirit. brauchen ein bisschen Hilfe vom Heiligen Geist. If you feel comfortable, why don't you put your hand in your heart and let's pray together. Wenn es passt für dich, dann leg deine Hand auf dein Herz und wir Holy, beten zusammen. Holy Spirit, we thank you. Heiliger Geist, wir danken dir. We thank you that you're here this morning Wir danken, dass du hier bist heute Morgen. in our hearts in this room. In unser Herzen in diesem Raum. And Lord, we pray that this morning you will speak to your kids. Und wir beten, dass du zu deinen Kindern sprichst heute Morgen. Speak to our hearts. Sprich zu unseren Herzen. Lord, we pray that none of us will come out of this room Herr, wir beten, dass niemand von hier den Raum verlässt, without hearing your voice. ohne deine Stimme gehört zu haben. Lord, we pray that when we do, Und wir beten, dass wenn wir rausgehen, we will walk into it. dass wir wirklich reingehen. We will act upon it. Dass wir wirklich auf das, was wir gehört haben, agieren werden. In Jesus' name. In Jesus' Namen. Amen. 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 You can be seated. Thank you. Some people are excited here in the front. Einige Leute That's freuen good. sich. Super. That's good. You know, I am usually a little bit excited, so if I get really excited, I expect you to get excited, hey? Genau, also ich bin meistens sehr begeistert, also genau, ihr werdet es merken. And if I scream at you, I'm not mad. Und wenn I'm ich just euch anschreie, excited. dann ist es nicht, weil ich wütend bin. So I wanted to start this preaching, sharing a story with you as I do. Ich möchte die Predigt beginnen mit einer Geschichte. And I actually wanted to share the story when I was in Australia. Und ich möchte die Geschichte beginnen mit der Zeit, als ich in And it Australien was war. the 6th Jan 2013. Das war das 6. Januar 2013. And with my flatmates, we wrote on our living room floor wall, God is rich. Und in unserer WG hatten wir ein Bild an der Wand, wo drauf stand, Gott ist reich. The reason why we decided to write this on the wall is because we were all broke. Der Grund, warum wir das auf die Wand geschrieben haben, war, weil wir waren alle bankrott. And we lived in a broke environment. Und wir waren in einer Umgebung, alle um uns herum waren auch bankrott. I don't know if you have been to Bible college, but Ich weiß- everyone is broke. Ich weiß nicht, ob wir Bibelstudium absolviert haben, You aber know, alle waren we need bankrott. God. We need God even to buy a bread. Wir brauchten Gott, um Brot zu kaufen. And we actually did wrote God is rich, Wir haben das aufgeschrieben, Gott ist reich. and that has changed not only our circumstances, Und das hat but nicht- it changed us forever. Und weil wir das aufgeschrieben haben, hat das nicht unsere Umstände nur verändert, sondern es hat uns verändert für immer. And I remember that I needed finances, of course, as you do in Bible Und ich college, erinnere mich, dass ich Finanzen brauchte natürlich, um zu studieren, to pay my living costs. um meine Lebensunterhalt My zu fees. zahlen, alle Kosten, die man halt hat. I will only do this. I will only continue college if
the finances come from heaven. Und ich habe Gott gesagt, hey, ich werde nur weiter studieren, wenn die Finanzen wirklich vom Himmel kommen. Because the reality is that I didn't want to do it. Weil die Realität war, ich wollte es eigentlich gar nicht machen. So I was kind of being obedient, saying, well, God, if the finances don't come from heaven, then I won't do it. Das heißt, ich war so wie gehorsam und gesagt, hey, wenn die Finanzen nicht kommen, dann mache ich es halt nicht. And so I was discussing with a friend of mine who is French, and she is broke all the time. She never wants to eat in a Swiss restaurant because she thinks it's expensive. Ich habe mit einer französischen Freundin von mir gesprochen, die ist auch immer bankrott und die will nie in einem Schweizer Restaurant essen, weil es zu teuer ist. So she was always counting her coins, Sie zählt immer ihre Münzen. And so we were talking, and she was talking about doing some traveling, and I was like, oh, I can come with you. Und wir hatten gesprochen und es ging darum, vielleicht ein bisschen zu reisen und Celeste sagte, hey, ich will auch mit. And she was like, how come? Und sie hat gesagt, warum? And I was like, oh, because, I have no finances, so I'm not doing the rest of the years that I need to in Bible college. Ja, ich hatte gesagt, ich habe kein Geld, also genau, ich weiß nicht, ob ich weiter studieren kann. And she was like, so how much do you need? Und sie hat gesagt, ja, wie viel brauchst du denn? And I just said the whole amount I needed for holidays, for expenses, for the whole thing. Und dann habe ich gesagt, okay, was brauche ich noch für meinen Urlaub, für die Kosten, But alles? it was just a conversation. Es war eigentlich nur eine Unterhaltung. Ja. She's so broke. Sie war bankrott. Anyway, she can't afford a restaurant. Sie hätte das nicht mal zahlen können. And then she said, well, I'm going to send these finances to you tomorrow. Okay, dann hat sie gesagt, ich sende dir das Geld. And then I Morgen. said, I think, at the time it was Skype, and it was, I thought she didn't understand. I need to write it down, the amount. Das war zur Zeit das Skype. Wir haben Skype Then gebraucht I und man wrote hat it nicht so gut down. gehört. Ich habe es aber aufgeschrieben. Immer ganz. Pay your bills, and it just continues the Und same. irgendwie es hat einfach funktioniert, jeden Monat die Kosten zu zahlen. We were really overwhelmed. Wir waren einfach wirklich überwältigt. And of course, that was coming from somewhere, but she didn't know. Und natürlich kam das Geld von irgendwo, aber sie wusste amount she nicht needed. von wo. Es war immer genau der richtige And Betrag. all the flatmates experienced something incredible, and this is what I want to talk about. Und alle meine Wegekollegen, denen ging es genau gleich. Und Jireh, the God darüber who möchte ich sees sprechen. ahead. Unser Gott, Jireh, das sieht voraus. Jireh, the God who plans ahead. Das ist der Gott, der vorausplant. And more than providing for our needs, when you are Swiss, you actually don't need anyone to give you finances. Es geht um mehr als nur vorausplanen. Weißt du, wenn man Schweizer ist, dann braucht man niemanden, der einem Geld gibt. Ne? God wanted us to learn who He was. Gott möchte, dass wir lernen, wer er ist. God didn't want us to have only finances. Gott wollte uns nicht einfach nur Finanzen geben, Because this is really easy. weil das ist relativ einfach. And when my friend told me, I have a lot, if you need me more, you just ask. Und als meine Freundin mir gesagt hatte, hey, ich habe genug Geld, frage einfach, I didn't hear her voice. dann hatte ich die Stimme nicht richtig Because gehört, nobody tells you that. weil das sagt niemand. I heard the voice of God through my friend. Ich hatte wirklich Gottes Stimme gehört durch ihr. And sie. I know this morning, most of us here don't need finances. Und heute Morgen wahrscheinlich die meisten von uns haben genug And Finanzen. I know, if you don't know, I'm actually Swiss. Hey, I don't look Und like. vielleicht wisst ihr es nicht, ich bin Schweizerin. I've been in Switzerland for 30 years, and Ich I habe- don't speak German because I'm from Geneva. Ich habe 30 Jahre in der Schweiz gelebt und spreche kein Deutsch, you weil ich guys in know- Genf wohne. Most of the time when we Momentan. are Swiss, this is not what we need, but we actually have other needs. Und Finanzen ist vielleicht nicht, was wir unbedingt brauchen, aber wir haben andere Nöte. And we need God to show Himself to us as the provider, the God who sees ahead, the God who sees, who plans Und ahead. wir brauchen Gott, der uns zeigt, was kommt und derjenige, der This vorausdenkt is actually what it means, und uns das Jireh, gibt. and we have it in our Swiss franc in the 5 coin. We have like the God who provides they translate it to the Latin in Hebrew. Auf unserer 5 Franken Münze sieht man das auf Lateinisch, da steht wirklich Gott, der versorgt, auf Lateinisch. And it means the God who foresees, Und es geht wirklich um den Gott, der schon sieht, die Nöte schon sieht, die who wir haben sees ahead, werden, who plans der ahead. vorausplant, der And das sieht. we're going to go to the Bible and we're going to try to read our main verse. Wir werden uns in der Bibel die come wichtigste with us together. Bibelstelle anschauen. We are in Genesis chapter 22. Wir sind im 1. Moses 22. Nobody has got a Bible, hey? Who has got a Bible? Wer hat eine Bibel mit dabei? 2 people. Dre. That's good. 3 people have a paper Bible. That's good. It's not. Don't feel bad. We're gonna read from the screen. Alles gut, wir Ja. lesen das zusammen durch. Let's read together.
Okay, also 1. Mose 22. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bring ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel, und er nahm 2 Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin auf den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am 3. Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater, Abraham, mein Vater. Und er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, sieh, hier ist das Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, an dem den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich in seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, sodass man heute noch sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Good. So the thing that I believe that we can learn so much from this text, and some theologians consider this passage to be one of the most important from the whole Bible. Wir können sehr viel von diesem Bibeltext lernen, und es gibt gewisse Theologen, die sagen, dass es eine der bedeutendsten Bibelstellen ist in der ganzen And we Bibel. would have so much to say, but we don't want to go very theological. Es gibt sehr, sehr viel, was man hier sagen kann, aber wir wollen nicht zu theologisch But you know arbeiten heute Morgen. this is the passage where Abraham gives his only son. Aber das ist diese Passage, wo Abraham seinen einzigen Sohn gibt. This is the passage where they walk together on a way of pain and suffering and sacrifice Das ist die Stelle, towards the main sacrifice. das ist die Stelle, wo sie zusammengehen auf dem Weg des Schmerzes, des Leides hin zu diesem Berg, wo der Schmerz stattfinden Isaac, will. Abraham's son, he carries the wood for the sacrifice, just like Jesus carried the cross. Isaac musste das Holz oder hat das Holz getragen, so wie Jesus später dann das Kreuz tragen And würde. Abraham was in this covenant with God, and what is yours is mine, and what is mine is yours, like in a marriage. Und Abraham war in diesem Bund mit Gott zusammen, wo es wirklich so, wo sie sich gesagt hatten, hey, was dir ist mein, was dein ist mein, was mein ist dein. And a lot of people believe that because Abraham gave his only son, God was able to give Jesus. Und viele denken, dass weil Abraham seinen Sohn Isaak bereit war, um ihn zu opfern, dass dadurch Gott gesagt hat, ich kann meinen Sohn opfern. But as I was praying for this service, and for this celebration and for all of us, I really believed and I sensed in my spirit that God wants to do something simple here. Und als ich aber gebetet habe und vorbereitet habe für die Predigt, hatte ich wirklich so das Gefühl, dass Gott sagt, hey, ich möchte etwas viel Einfaches hier machen. And I want to stay in the text without any theology. Ich möchte im Text bleiben, ohne viel Theologie. And when you see the text and you go back to chapter 22, verse 1, Und wenn man den it Text- says, sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, Abraham. And Abraham replied, here I am.
Und am Anfang im Text, im ersten Vers heißt es eben, dass Gott Abraham prüfen würde und er antwortete, hier bin ich. We're going to take communion in a moment, Wir werden nachher das Abendmahl nehmen zusammen. a few moments, so the team can get ready. Das Team kann gerne sich And the vorbereiten. first point I want us to learn here, Und der erste Punkt, den ich mir wünsche, dass wir den lernen. I think we all believe God is able to provide. Ich glaube, wir glauben alle, dass Gott versorgen kann. He's able to provide for our anxieties. Dass er uns versorgen kann He's bezüglich able to unseren provide for our Nöten, he's able to provide for our emotional needs. unsere emotionalen He's able to Nöte, provide for our healing. bezüglich unserer Heilung. He's able to provide for our healing for our allergies, for all of us who are allergic. Er kann uns helfen mit unseren Allergien. We all believe God is able to provide finances. Wir alle glauben, dass Gott uns versorgen I kann bel- mit Finanzen. I believe we have no doubt that God is able to provide. Ich bin überzeugt, dass wir alle glauben, dass Gott The first geben point I kann, want was us wir to learn brauchen. with Abraham is listening. Der erste Punkt, den ich möchte, dass wir den lernen, ist, was Abraham gemacht hat. Er hat hingehört. Verse 1, God told Abraham, Im ersten Vers sagt Gott, Abraham, Abraham. and Abraham was listening. Und Abraham hat hingehört. And he said, here I am. Und er hat gesagt, hier bin ich. Liebe Church, Liebe Kirche, we are followers of Christ, wir folgen Jesus. disciples of Jesus. Wir sind Jünger von Jesus. And Jesus said, my sheep hear my voice and they follow me. Und Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme und folgen mir. My sheep hear my voice and they follow me. Meine Schafe, die hören meine Stimme und die Abraham folgen had mir. this ability to hear and to listen to God. Und Abraham hatte wirklich diese Eigenschaft, dass er Gott gehört hat. And sometimes we can look into the scripture and we can think that this is just coming out of the blue. Und manchmal denken wir vielleicht, wenn wir die Geschichte lesen, dass das einfach so passiert ist aus dem Nichts, But diese Stimme. believe me, this is not coming out of the blue. This is coming out of a relationship with his God. Aber das stimmt nicht. Dass Abraham diese Stimme gehört hat, das kam Thi- aus thi- einer this is Beziehung this is mit coming- seinem Gott. This is coming from a place of someone who knows God. Das kam von einem Ort, von einer Person, die Gott sehr gut kannte. This is so much so that later on he says, he says to his servant, stay here, I will go with the boy and then we will worship and then we will come back. Und der Abraham kennt Gott so gut, die Beziehung ist so gut, dass er nachher seinen Knechten sagt, wir gehen hoch auf den Berg, opfern dem Herrn und wir kommen beide zurück. So Abraham know, verse 3, that they would come back Im Vers 3, Abraham wusste, dass sie zurückkommen, because the Lord would provide. weil er wusste, dass Gott versorgen wird. So he knew ahead of it. Er wusste das schon. You know, and in verse 1, we actually see that this really shows the heart that is willing to hear from God. Und in Vers 1 sehen wir wirklich, dass es darum geht, wirklich, dass unser Herz bereit sein sollte, dass wir Gott hören können. And that really spoke to me because sometimes in our lives we are not able to listen like Abraham, to obey and sacrifice our Isaacs. Und das hat mich wirklich angesprochen, weil manchmal sind wir in unserem Leben einfach nicht bereit, hinzuhören und zu folgen, gehorsam zu sein und auch it's not because zu we don't. opfern. It's not because we don't want to. Nicht, weil wir nicht wollen, It's because we don't hear, we don't listen to God. weil wir nicht, aber es ist eher, weil wir vielleicht nicht hinhören, was Gott Believe sagt. me, I am the most stubborn person you can meet. Glaub mir, ich bin eine der Personen, die am wenigsten hinhört. And in German, my favorite word is already doch. Und mein Lieblingswort auf Deutsch ist doch. But when God speaks to us, guys, Aber wenn Gott zu uns spricht, there is no doch. dann gibt es kein Doch. When God speaks to your soul, you surrender. Wenn Gott zu deiner Seele spricht, And dann it comes hör with the hin. ability to do it. Und er gibt uns auch die Möglichkeit, dass wir das tun It comes können. with the ability to do what God is telling you to do, gibt even uns- if you are rebellious, independent, and whatever we want to call stubborn. Er gibt uns die Fähigkeit, dass wir das tun können, was er uns auferlegt hat oder uns bittet. And sometimes we don't see the Jireh in our lives Und manchmal sehen wir diesen Versorger nicht in unserem Leben, because we are not hearing, we are not listening weil wir nicht to God. hinhören, was Gott uns sagt. My sheep listen to me, they follow me,
Meine Schafe, This is die what Jesus hören said. mich, die hören auf meine Stimme. Das ist, was Jesus uns So sagt. church, why don't we stand on our feet? So lasst uns doch aufstehen And I want us to take communion. und lasst uns zusammen das Abendmahl nehmen. Maybe you can look for someone in the room to take with Vielleicht gibt es jemanden, mit dem du zusammen das Abendmahl nehmen kannst. and to share your struggles with. Und mit der Person du auch ein bisschen deine Schwierigkeiten erzählen kannst, John teilen chapter kannst. 10, verse 27, 28, it says, my sheep listen to my voice. Meine Schafe hören auf meine Stimme. I know them Ich kenne sie and they follow me. und sie folgen mir. I give them eternal life Ich gebe ihnen ewiges Leben and they shall not perish. und sie werden nicht verloren gehen. Point number one from this story Das of ist Jireh. Punkt Nummer 1 in dieser Geschichte über den The Gott, God der who versorgt. sees ahead wants to speak to us. Gott, der vorausschauend ist, der will zu uns sprechen. The God who sees ahead wants to speak to your situation, Gott, der das schon sieht, will in deine your Situation sprechen, challenges, in deine to your Herausforderungen, family struggles, deine to your Familienherausforderungen, finances. zu deinen But He Finanzen. wants to speak to you. Aber er will zu dir He sprechen. wants to provide by giving you direction. Er will dir eine Richtung geben. But how can we experience it if we don't listen from Aber wie Him? können wir das erleben, wenn wir nicht hinhören? So let's take communion in that sense, in Lass that uns doch spirit. das Abendmahl in diese Gedanken mitnehmen. Telling God, hey God, Lass uns doch wirklich Gott sagen, I want to experience Jireh in my life, ich will wirklich Gott Jireh als Versorger erleben my in meinem emotions, Leben, in meinen in Emotionen, my feelings, in meinen in my Gefühlen, finances, in meinen in my Finanzen, struggles. in meinen I don't know what your Herausforderungen. struggle is. Ich weiß nicht, was deine You Herausforderung listening online, ist. you listening here. Ob du online oder hier zuhörst. God wants to provide. Gott will dich versorgen. He wants to show you to yourself, to show Himself to you as the provider, Gott will sich wirklich dir zeigen als der the Versorger. one who plans ahead, who Der- sees ahead. Derjenige, der vorausschaut. Yeah, you can come forth. Ihr könnt nach vorne Or, kommen I don't know how it works here, but und the team can serve, and we're can- gonna have communion in that sense. könnt gerne nach vorne kommen und das Abendmahl And if you are einnehmen. following us online, Und wenn ihr online mit you dabei you seid, can take the elements as well. dann dürft ihr das Abendmahl ebenfalls The einnehmen. bread, the wine, the coke, the tea, the water, whatever you have. Alles, egal was du zu Hause hast, nimm's zu Hause And ein. we're gonna partake together, believing that we're gonna be a listening church. Und wir nehmen wirklich dieses Abendmahl ein und im Glauben, dass wir wirklich eine hörende Kirche sind. Team, you can go ahead. Thank you.
listening to God. Listening to God. Auf Gott hören. A second point that we want to learn with Abraham, Ein zweiter Punkt, den wir von Abraham lernen wollen, it's obeying. ist Gehorsam sein. I don't know what about in German, how does it sound to you, but in French, we almost don't say this word anymore. Ich weiß nicht, wie es klingt, dieses Wort Gehorsam sein auf Deutsch klingt, aber auf Französisch, wir sagen das Wort kaum mehr. It's like a bad word. Es ist ein schlechtes Wort. And submitting, it's even worse. Ja, und es ist wirklich schlimm. Ja. But Abraham obeyed. Aber Abraham war gehorsam. And when we look in verse 3, Wenn wir den Vers 3 anschauen, it says, early the next morning, Abraham got up, loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. und im Vers 3 lesen wir, da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel und er nahm 2 Knechte mit sich und seinen Sohn Isaac und spaltete Holz zum Brandopfer. I don't know about you, but I am so slow to obey. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin manchmal so langsam im Gehorsam I sein. remember when I needed to go to Australia, God spoke to me like 3 years earlier, and I was still like calculating my Swiss finances, like I wanted everything to be perfect. Und als Gott gesagt hatte, hey, geh nach Australien, dann brauchte ich wirklich 3 Jahre, um damit klarzukommen und vielleicht meine Finanzen in den Griff zu kriegen und zu sparen. And I'm so glad that God is gracious. Und ich bin so dankbar, dass Gott so gnädig ist mit uns. And we learned with Mohit that Yahweh is compassionate. Und wir haben gelernt, dass Jahwe wirklich mitfühlend ist, Merciful. barmherzig, gnädig. Slow to anger, Er ist langsam always zum forgiving. Zorn und vergibt We have a uns. God that is he's marvelous. He's amazing. Wir haben einen Gott, der wirklich unsere Gedanken sprengt. He's patient, Er ist so geduldig mit uns. really patient. So geduldig. And obeying is actually easier when you know the person. Und Gehorsam sein ist einfacher, wenn man die Person kennt. It comes out of relationships. Es kommt auch aus einer Beziehung raus. As we said before, Abraham learned to know that God was merciful. Und wir haben gelernt, dass Abraham gelernt hat, dass Gott gnädig That ist, he was compassionate, dass er wirklich that barmherzig he was ist, slow to anger, dass er langsam zum Zorn and that ist. actually gave him the ability to obey quickly in the next morning. Und das hat ihm die Möglichkeit gegeben, Gott wirklich sofort zu folgen, am nächsten Morgen früh. Church, can you imagine if we all obeying to the voice of God in the next morning? Kirche, könnt ihr euch vorstellen, wie das wäre, wenn wir wirklich den nächsten Tag das tun, was That was would Gott be uns sagt? amazing. Das wäre unglaublich. And it's good to know that actually obeying God, it's so good for our souls. Und es ist gut zu wissen, dass Gott folgen gut ist für unsere Seele. And I'm so sorry to tell you, but some of us live depressed, anxious, really sad, stressed because we are not obeying. Und es tut mir so weh zu sehen, dass viele von uns vielleicht gestresst sind, vielleicht Depressionen haben, weil sie nicht folgen, nicht gehorsam sind. Obedience actually makes us walk in this freedom, in this with this carrying this light burden that Jesus has to offer. Weil Gehorsam sein heißt eigentlich wirklich in dem Weg gehen, den Jesus für uns vorbereitet hat, wo er uns ein leichtes Bündel And aufgibt. Abraham obeyed in the next morning. Und Abraham hat am nächsten Tag war gehorsam, am nächsten Tag. And what is powerful to say as well, that I have come to realize that obedience actually is not just about me. Und was auch ganz so kraftvoll ist zu wissen, ist, dass Gehorsam sein, da geht es nicht nur um mich. Every time you and I obey, Jedes Mal, wenn du und ich gehorsam sind, there is more at stake than just dann geht es us. um viel mehr als nur um uns. There is a whole group of people looking to us. Es gibt viele Menschen um uns herum, die zu uns schauen. There is a generation waiting for us to obey God. Es gibt eine Generation, die darauf wartet, auf Even Gott creation gehorsam zu is sein. expecting us to obey. Sogar die Schöpfung wartet darauf, dass wir gehorsam sind. And that comes with so much
blessing for our own Und lives. das kommt mit so viel Gutem für unser Leben. And because Abraham obeyed, Und weil Abraham gehorsam war, we see this shadowing of, him giving Isaac in obedience and God giving Jesus und to us. da können wir wirklich das so sehen, wie das kommt, wie Abraham seinen Sohn gibt und dann aber später Gott seinen einzigen And Sohn Jesus gibt. This is what we see today. Abraham wasn't seeing that. He didn't know what was at stake. Abraham wusste das nicht, das hat er nicht gesehen. Just the same way you don't know what is at stake. Genau gleich, wie du nicht weißt, worum es geht, was eigentlich, wie wichtig es ist. And I still remember in my life so many times I needed to obey God. Und ich erinnere mich so oft in meinem Leben, musste ich Gott folgen. And if you don't know, I am from a family of finances. Und ich bin aus einer Familie mit Finanzhintergrund. My sister in Geneva is a banker. My sister in Canada is a manager in banking. My brother is an entrepreneur. My older sister in the Netherlands, she's a purchaser. Everyone works with money. Meine ganze Familie ist im Banking oder im Einkauf, irgendwo hat zu tun mit Geld. And so when I told them I wanted to be a pastor and to live by faith, Und als ich ihnen erklärt habe, dass ich ein Pastor sein will und auf Glauben leben, dann my brother who's an entrepreneur, he's still mourning. mein Bruder, der ein Unternehmer ist, der ist immer noch in Schmerzen darüber. And he thought when I would come back from Brazil, from planting a church in Brazil, I would be redeemed by God. Und er dachte, and go to some normal. dass wenn ich zurückkomme aus Brasilien, dann hätte mich Gott erlöst und es ist vorbei jetzt. Some normal field. And then I told him, well, I'm going to be working for a church in the German part of Switzerland. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich in der deutschsprachigen Kirche in der Schweiz arbeiten werde. Then he thought, oh no, there is no hope. Er dachte, das ist alles hoffnungslos. It's hopeless. But this is just to tell you that I have not always been here in this place of knowing God the way I do today. Und ich war nicht immer in diesem Ort, wo ich wirklich versucht habe, Gott zu folgen, gehorsam zu sein. And when we planted the church in Geneva, if you don't know, I was part of a church planting in Geneva. Und als wir die Kirche gegründet hatten in Genf, We were just obeying God. wir haben einfach Gott gefolgt, wir waren gehorsam. 4 young, stupid, inexperienced people. 4 dumme und unerfahrene junge Menschen. Today, this church has reached hundreds of people. Und heute hat diese Kirche Hunderte von Menschen erreicht. It's one of the largest churches in Geneva, if it's not the largest. Wenn es nicht die größte Kirche ist, dann ist es eine der größten Such a Kirchen in blessing Genf. for the city. People are being saved, baptized, families are being transformed. Was für ein Segen für Genf. Menschen wurden verändert, Familien verändert, Menschen wurden getauft. Because there is always more at the end of my obedience. Weil es gibt immer viel mehr zu sehen am Ende meines Gehorsams. Sometimes your kids are there. The generations after you, your obedience is always touching more. Dein Gehorsam kann wirklich so viel mehr beeinflussen. Deine Kinder, junge Menschen um dich herum. And when you teach your kids to prioritize and to value what actually should be valued, Wenn du deinen Kindern beibringst, worum es geht, was Wert hat, this is gonna bear fruit for generations. das ist wirklich so ein Segen für die Generationen. So if you're a parent today, I pray that you hear this not just with your ears, but from your heart. Und wenn du Vater oder Mutter bist, dann hoffe ich wirklich, dass du das hörst, nicht nur mit den Ohren, sondern mit dem Herz. Obedience. Sei gehorsam. And the last one, we don't know what it is anymore. Und der letzte Punkt, wir wissen jetzt nicht mehr, was es ist. Sacrifice. Okay. Opfern. Sacrifice. We are the generation who doesn't want to Wir sacrifice. sind die Generation, die es nicht mehr opfern will. I still remember I needed to choose between a Bible college in Australia and another one in Mozambique. Und ich weiß noch, ich musste entscheiden zwischen einem Bibelstudium in Australien oder in Mosambik. And the one in Mozambique, you needed to wash your laundry and your bedding stuff by hands. Und in Mosambik hätte man seine Kleider selber waschen müssen von Hand. You needed to go to the bush and suffer with the poor. Man musste so aufs Land gehen und mit den And I Armen was like, leiden. God, no, you already suffered for me. I don't need to suffer. Und ich habe gesagt, Gott, nein, du hast schon gelitten für mich, ich muss nicht auch noch I was leiden. like, Jesus already did all the sacrifice. I don't need to. Jesus hat schon alles Leid hinter sich, ich brauche das nicht mehr. I am going to Ich gehe Australia nach Australien, where I can have a washing machine. wo ich eine Waschmaschine brauchen kann.
This is our generation. Das ist unsere Generation. Serving God is too hard for some of us. Gott dienen ist zu schwer, zu I am anstrengend für sorry to uns. preach to you guys, Es tut mir leid, das zu predigen, but I'm not really sorry. aber es tut mir nicht wirklich Serving leid. God is too hard for some of us. Manchmal ist für einige von uns ist Gott dienen zu schwer. Making a financial obeying God with our finances for some of us it's too hard. Manchmal wirklich einen Opfer zu geben, was in eine finanzielle Art ist, zu schwer für uns. Even sometimes just driving our cars to church it's too hard. Lord, I prefer to go swimming. Ja, manchmal nur schon in die Kirche zu kommen, das Auto zu starten und in die Kirche zu fahren. Ich fahre gehe lieber schwimmen. I love my bed on Sunday morning. Ich liebe mein Bett Sonntagmorgen. I really do. Wirklich. Yeah. I prefer to go to the service in the evening. Ich gehe eigentlich lieber am Abend in den I am not Gottesdienst. a morning Ich person. bin keine Morgenperson. But Abraham sacrificed Isaac. Aber Abraham hat Isaac geopfert. He actually gave his son in sacrifice. And when he did, and he was just about to kill his son, God came with the sacrifice. And believe me, Und Abraham hat wirklich Isaac geopfert. Er war wirklich bereit, ihn zu opfern. Gott hat wirklich im letzten Moment eingegriffen. Abraham didn't know what would happen. Und Abraham wusste nicht, was passieren würde. But he knew he would come out of there with his son. Aber er wusste, dass er rausgehen würde mit seinem He Sohn. didn't know if God would resurrect the son, if God would provide the lamb, but he knew that the God of Israel, Yahweh, Elohim, El Roi, Jireh, cannot be that evil. Und er wusste nicht genau, was passieren würde, ob Gott Isaac wieder auferstehen lassen würde. Er wusste nicht, wie Gott das machen würde. Aber er kannte seinen Gott, diesen Gott, der Versorger, der gute Gott Israels. Und er wusste, dass er ihn nicht verlassen würde. German is really long. This is awesome. This is awesome. And this is to say that the reason some of us are not listening to God, Und der Grund, warum die einen von uns vielleicht nicht auf Gott hören obeying God, und ihm folgen and sacrificing whatever we have in our hands, und das opfern, was wir in den Händen haben, it's because we don't know ist, weil wir nicht genau wissen, that Yahweh, ob Gott, dieser the Jahwe, God of Israel, der Gott Israels, is good. dass er gut He's ist. merciful. Er ist gnädig, He's compassionate. er ist He's barmherzig, always forgiving. er vergibt uns He's immer. El Roi, the God who sees you. Er ist der Gott, der dich He sieht. plans ahead. Er plant He voraus. foresees. Er sieht He's voraus. the Almighty. Er ist der And he allmächtige is for Gott. you. Und er ist für And dich. for your family. Und deine And for Familie the generations und to die come. Generationen Then vor you can dir. surrender. Und ihm können wir doch Then unser you Leben can geben. obey. Dann können wir Then folgen. you can sacrifice. Dann können wir opfern. And let me finish with this story. Lass uns doch mit dieser Geschichte enden. So Abraham listened, Also Abraham hat gehört, obeyed, er hat gefolgt and sacrificed. und er hat geopfert. And this is all pointing to Jesus, who is our Yahweh. Und das zeigt alles auf Jesus, der Jahwe Jesus ist. is our Yahweh. Jesus ist unser Jahwe. And we see, and this is the main point here, guys, Und das ist der wichtigste Punkt hier. that you can think that God provided the lamb in this story Man sieht hier, dass eben Gott das Be- Lamm because gegeben hat, because of Abraham obedience, weil Abraham gefolgt or hat. because Abraham obeyed, Weil Abraham or because gehorsam war. Abraham sacrificed. Oder weil er geopfert hat. But this is the beauty of the story. Aber das ist das Wunderschöne an dieser God doesn't Geschichte. even need you to listen. Gott braucht dich nicht mal, God um doesn't hinzuhören. even need me to obey. Er braucht uns He nicht mal, doesn't dass need wir to tun, was er sacrifice sagt. anything because he has already done the Er hat sacrifice. das Opfer schon And look at vollbracht. that. Lasst uns das lesen. We are in Revelation chapter Das ist 13, if I'm not mistaken. Wir lesen was aus einem Yes. Vers aus der Offenbarung, Verse 8. Vers 13,8. And it says this. Und es steht da: Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben steht im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an.
And Peter would say in 1 Peter 1, he would say that the lamb was slain before the creation of the world. Und im 1 Peter 1 steht, dass das Lamm geschlachtet wurde, bevor die Welt gegründet war. The reality is that God doesn't need all of that. Die Realität ist, dass Gott uns das nicht braucht. He doesn't need Unser any of Gehorsam. this. Er braucht das nicht. Because his love is independent of us. Weil seine Liebe ist unabhängig And when davon. you are unfaithful, God remains faithful. Und wenn wir versagen, This is dann the bleibt God we er treu. serve. Darum He's geht's. beautiful. Er ist He's wunderbar. incredible. Er ist I don't know if unglaublich. you're here or you are listening online and you don't know this God. Ich weiß nicht, wenn du hier bist oder online und diesen Gott kennst. I want to invite you to get to know Jesus. Ich möchte dich wirklich einladen, dass du Jireh, Jesus kennenlernst, the diesen God who Versorger, provides. den Versorger Jireh. And you know, I told you that it took me 3 Und years ich habe dir gesagt, es ging 3 Jahre, to obey God and go to Australia. um Gott zu gehorchen und nach Australien zu gehen. Because as a Swissy, I was counting my Ich war Swiss eine notes, Ich war so Schweizerin und habe meine Noten trying gezählt to fit, how my finances are gonna und fit. versucht zu schauen, wie meine Finanzen And aufgehen. God is looking at me and He's laughing Und Gott hat mich angeschaut und gelacht. because I have a lot you can always ask. Weil er sagt, ich habe so viel, du And kannst He mich einfach is fragen. rich. Er ist reich. Rich in every way, not Reich just in, finances. reich in jedem Bereich, nicht nur And so when I Finanzen. was planting this church in Brazil, Und als ich diese Kirche gegründet habe in Brasilien, all by faith, mein ganzer Glaube, I heard from God that it was urgent to come back to Europe. ich habe gemerkt, so, okay, Gott sagt, hey, es ist wirklich wichtig, jetzt zurück nach Europa zu kommen. And just like Abraham, I didn't know anything. Und wie Abraham, ich hatte keine I Ahnung. couldn't see it. Ich konnte es nicht I sehen. didn't know anything. Ich kannte die Zukunft nicht. I thought I would be planting a church in Switzerland, Ich in the dachte, French part, of ich course. dachte, würde ich eine französisch sprechende Kirche in der Schweiz gründen. All by faith, Mein ganzer Glaube, all by myself. ich selber, But this time, not more stupid, God, not more young and stupid. aber nicht mehr jung und dumm, hoffentlich. This time with some experience, Dieses Mal mit ein bisschen Erfahrung. and I could just relax. Und ich habe realisiert, ich kann einfach mich zurücklehnen. A week before, someone called me Und dann hat mich jemand angerufen. and said, Celeste, you're coming back, right? Und jemand hat gesagt, hey, Celeste, du kommst zurück, oder? Yes. Ja. I have an apartment that has been empty for 2 years. Ich habe ein Apartment, das schon seit 2 Jahren leer ist. Where are you staying? Und wo wirst du wohnen? Oh, in your apartment. In deinem Apartment. Then someone from Brazil. Dann hat jemand in Brasilien The finances in Brazil, when they Gesagt. get to Switzerland, you need to divide by 7. die Finanzen, die wir haben, da muss man durch 7 rechnen. Said, Celeste, when you're in Switzerland, how are you gonna live? Und sie haben gesagt, hey, wenn du mal in der Schweiz wohnst, wie kannst du I said, I leben? don't know. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. He's a very successful business guy. Er ist eine sehr erfolgreiche Person, ein Unternehmer. He said, oh, I was wondering because I heard from God I needed to finance your staying there. Okay, weil hat mich interessiert, weil ich habe von Gott gehört, dass ich dich unterstützen muss. Thank you. Und ich habe gesagt, danke. And I was really relaxed, and everyone was like, Celeste, what are you doing? All the pastors who know me are like, what are you doing in Switzerland? Ich war relaxed und viele Leute haben aber geschrieben und gesagt, hey, was wirst du machen in der Schweiz? Until I got a call from my friend Miriam. Und dann habe ich einen Matthias' Anruf sister. gekriegt von Matthias, And she told me, von Celeste- Miriam, Matthias Schwester. And she told me, Celeste, we're looking for a pastor. Und sie hat gesagt, hey Celeste, wir suchen eine Pastorin. And then I said, it's not me. I don't speak German. I don't speak Swiss Und ich habe German. gesagt, das bin nicht ich spreche kein Deutsch. And here I am. Und hier bin ich. Because God sees and He plans ahead. Weil Gott sieht und vorausplant. But now I don't stress anymore. Und jetzt bin ich nicht mehr gestresst. I don't need to control anymore. Ich muss das nicht mehr kontrollieren. And you know, like in my case, I'm sharing some maybe provision as for material, and I know that's not what we need in Und Switzerland. ich weiß, mit meinen Beispielen erzähle ich vielleicht eher von so der finanziellen Vorsorge von Gott. And now we're gonna pray for each other. The Gebet team is gonna be there. I will be there. Chris is gonna be there, and we're gonna pray for each other. And we're gonna pray the following thing. Aber wir werden diverse unterschiedliche Sachen auch beten, zusammen hier mit dem Gebetsteam und auch zusammen. Remember that with my housemates, we wrote in the wall, God is rich. Erinnert euch, wir hatten an die Wand geschrieben, Gott ist reich. Some of us this morning, we need to remember
to rename or name or rename again some of our circumstances. Lass uns doch noch einmal zusammen heute Morgen wirklich so unsere Situation benennen. Maybe some of you need to name or rename again your marriage situation. Vielleicht müsst ihr eure Ehesituation nochmals benennen. Because Abraham called this place Yahweh Jireh, the Lord will provide. Weil Abraham hat diesen Ort genannt, den Ort, wo Jahwe And he knew that versorgt. the Lord would provide before the Lord provided. Und er wusste, dass Gott versorgen wird, bevor Gott das gemacht hat. Before you see it, Swissies, we are Before- seeing it before we see it concretely. Wir sehen es, bevor wir es wirklich sehen. We're speaking it out. Wir sprechen es aus. I love to hear stories from our churches of people who have been praying for their loved ones to get to know Jesus. Ich liebe diese Geschichten von Menschen, wo Menschen Gott kennengelernt haben. And some of them have seen it after so many years. Und manche Menschen haben so lange gebeten, haben es endlich gesehen, nach so vielen Jahren. I don't know what is it that you need to name or rename, because some of us have actually given names to our situation that are not from God. Ich weiß nicht genau, was es ist, was du benennen musst heute Morgen, weil es gibt wahrscheinlich And we Bereiche, need to die du noch rename a few neu things. benennen musst. And this is what we're going to pray. Und das ist, was wir beten wollen. And maybe you are like me and you say, I need to rename a few things. Und vielleicht bist du wie ich und du musst ein paar Sachen neu benennen. Even some things that we think are funny, but they are not. Because Vielleicht you're gibt- speaking it out. You're speaking by faith into it. Und vielleicht klingt es ein bisschen komisch manchmal, aber lass uns doch wirklich mit Glauben beten und das vor Gott bringen. Can we do it together, Lass uns church? das zusammen tun. Let us stand on our feet and pray again. Lass uns aufstehen zusammen. So we're going to have some of the team there, some of the pastor, our leaders. Wir haben das Gebetsteam, das bereit ist. And we're going to pray for each other. Und wir werden auch Even füreinander the ones beten. praying will be prayed for. Wir beten füreinander hier. And let's rename a few things in our lives. Und lass doch wirklich ein paar Situationen wirklich neu benennen. And let's remember that God is waiting for us in our future. Und lass uns doch wirklich einfach im Kopf haben, hey, Gott wartet auf uns in unserer Zukunft. I was telling Chris when I was in Brazil and I was coming back to Switzerland with no plan. Ich habe vorhin erzählt, ich war in Brasilien, ich hatte keinen I Plan. wrote a prayer and I say, I know, good shepherd, that you are waiting for me in my future. Aber ich wusste, du guter Hirte, du hast eine Zukunft für mich. You are waiting for me in April, May and June Du wartest auf mich im April, Mai, Juni as the good shepherd. als guter Hirte. But because this is a friendship that has been going on. Aber das ist eine Beziehung, die schon lange läuft. Because we cannot be babies our whole life. We Wir können need to nicht grow up Babys sein das ganze Leben. and get to know the God that we call Father. Wir wollen wirklich diesen Gott kennenlernen als Vater. Amen. Amen. So I'm gonna pray for us and then we're gonna pray for each other. Is Lasst that uns okay? zusammen beten und dann genau in Fantastic. Gruppen. As the team leads us into worship. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. Ah, Lord Jesus. Herr Jesus. We thank you because you are so good to Wir us. danken dir, weil du so gut zu uns You are bist. patient. Du bist so geduldig. You are merciful. Du bist gnädig zu You are uns. compassionate. Du bist Your barmherzig. goodness knows no end. Deine Güte hört You are niemals faithful. auf. Du bist treu. You are good. Du bist gut. You are slow to anger. Du bist langsam im God, Zorn. you are who you are. Du bist, wer du bist. The Almighty. Du bist der The God who Allmächtige, sees us. der Gott, der the uns God who sieht, plans ahead. der Father, I pray vorausschaut for your kids und here. plant. Und ich bete für We deine lift Kinder up hier. our hands and we pray to you, God, Lass uns die Hände wirklich that you would hochhalten und beten, provide, dass du, Gott, that you einfach would see vorsorgst, ahead, dass du that you vorausschaust, would help us dass du uns to hilfst. rename the places we have removed you from. Lass diese Bereiche And unseres maybe to give Lebens, dass wir some dich different- dort And hochhalten, maybe to give some different names to our dass situation. wir diese Bereiche umbenennen können, Whatever dich the sehen, situation is. egal was die The Situation baby who is ist. not coming. Das Baby, The, das noch nicht the gekommen marriage who is ist, falling apart. die Ehe, die God, we know Schwierigkeiten you are hat. able. Du bist You know you mächtig. see ahead. Du siehst And we thank you, voraus. Jesus. Und wir We danken thank dir, you for Jesus. resurrecting Wir power this morning. danken für deine We Kraft thank you heute for the Morgen. power of the Wir cross, danken für Jesus. die Kraft des We Kreuzes. thank you for the name that is above every name, Jesus. Wir danken für den Namen, der über allem steht, And we Jesus. speak this name over your people, Lord. Und wir sprechen diesen Namen aus Over über deine anxiety, Menschen, depression. über Depressionen. From our families as well, we put Unsere- everyone in there, Auch unsere Jesus. Familien, wir
wir beten für our alle da. friends, Unsere the one who Freunde, need provision for dass du healing. für uns schaust und uns Emotional healing. heilst. Lord, we speak your name, Jesus. Wir sprechen deinen We Namen aus. speak your name, Jesus. Deinen Namen, We Jesus. speak your Wir name, sprechen Jesus. deinen Namen, We Jesus, speak aus. your name, Deinen Jesus. Namen, Jesus. Oh, Father, we thank you. Vater, wir danken dir. In Jesus' name. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen.